Ja, grüezi miteinander und willkommen zurück zu Legend of Zelda Skyward Sword in HD. Wir haben es wieder mal geschafft und auch die letzte Siren bewältigt. Jetzt ist hier wirklich alles komplett mit Insignien der Reife. Haben wir alles tutti quanti gemacht. Alles zumindest einmal gesehen und so. Upgradet, alles komplett. Perfekt. Ja, jetzt ist die Frage, dieses Symbol, diese Insignien der Reife. Laut Fei soll es auf dieser Insel noch eine geben von der Sorte. Und wir sollen sie mal finden. Das Problem ist, wenn ich auch hier die Aura suche, kann ich gar nicht. Ich sehe überhaupt nichts. Und also die Frage, soll man überhaupt darauf kommen, wo die sein soll. Dunkel geworden. Was? Hä? Wenn ich eine Prüfung mache, wird alles plötzlich finster hier drumherum? Hab ich Shenlong gerufen oder was? Okay. Zum Insekt angegeben. Ja, wie gesagt, die Frage ist, soll man darauf kommen, wo die hin soll? Und ich weiß natürlich, zum einen, weil wir schon mal gezockt haben, das Spiel. Damals auf der Wii noch. Andererseits habe ich in der letzten Folge ein paar Hinweise gegeben, wo es sein könnte. Aber was ich jetzt gerne mal nachgucken würde, ist, gibt es Personen hier, die einem irgendwie einen Hinweis geben? Hat irgendwie der Direktor oder so? Ich meine, fände ich jetzt ganz cool. Irgendjemand wird doch wohl einen Hinweis geben können. Was das wohl war? Die Hand hat sich vermutlich rausgeschissen. Du. Über 90%, ey. Ja. Und was mache ich mit den restlichen 10%? Wo soll es denn dann sein? Geht zurück ins Erdland und guckt danach, oder was? Diese Prozentangaben vom Fei, die habe ich nie so richtig verstanden, was das soll. Klar, sie soll eine Art antiken Computer und so herstellen. Trotzdem. So. Irgendwie ein Hinweis vielleicht noch? Was sagst du da? Du musst das Insignien der Reife irgendwo hinbringen? Kann mich erinnern, dass das eins irgendwo aufbewahrt wurde, aber wo? Wow, geil. Bin mir sicher, diese Juwel schon mal irgendwo gesehen zu haben, aber wo? Jetzt einmal den Wahrsager aufsuchen, ihn dazu befragen. Ah, der Wahrsager, okay. Ja, macht irgendwie Sinn. Aber cool, dass wir jetzt von ihm doch noch einen Hinweis kriegen. Alter, das habe ich damals sowohl beim Original One als auch beim 6 Hertz One auf der Wii nie gemacht. Okay, noch die gleiche Gequatsche. Kombu wird ganz rot. Sorry, Kombu. Ach ja, wieder mal ein bisschen The Legend of Zelda zocken und mein Lieblingsspiel Skyward Sword von der Reihe her. Wo es mittlerweile doch starke Konkurrenz gibt, eben auch mit Breath of the Wild. Und vielleicht sogar schon bald Breath of the Wild 2, der Nachfolger. Der soll ja auch noch in diesem Jahr erscheinen, also in diesem Jahr, wo jetzt gerade hier das Video hochgeladen wird. Das wäre in dem Fall 2022. Und da bin ich auch schon mal sehr, sehr gespannt. Weil angeblich, das war ja auch ein Grund, wieso jetzt irgendwie, also nicht unbedingt der Grund, wegen dem Remake und so, aber auch irgendwie jetzt der Grund, eben zum einen, weshalb man jetzt das Spiel gebracht hat auf die Switch, klar, wieder 10 Jahre um. Das hat man damals bei The Wind Waker und Twilight Princess ja auch gemacht auf der Wii U. Aber auch, weil es ja bei Breath of the Wild gab es wiederum auch viele Hinweise auf Skyward Sword, vor allem geschichtlich, ist auch klar. Aber zum anderen eben auch bei den ersten Trailern von Breath of the Wild 2 sah es aus, hätte man irgendwie zum Teil wie zwei Links gespielt. Einen aus Breath of the Wild Ära und einen irgendwie aus Skyward Sword mit anderen Klamotten und so noch, aber trotzdem aus der Ära hier. Und daher, ja, bin sehr gespannt, Freunde. Aber vielleicht bei Breath of the Wild 2 sogar dann diese Ära zurückkehrt, wenn es auch nur für gewisse Abschnitte ist oder vielleicht ein bisschen erfährt, was ist geschehen zwischen Skyward Sword und zum Beispiel Ocarina of Time. So war es halt. Aber dazu kommen wir später nochmal zu sprechen. Du bist das junge Freund. Halber Preis. 5 Rubine. Ja, komm, die Kohle haben wir noch. Schätze Schicksal. Immer mal Schicksal, komm. So soll es sein. Oh. Ui.
Ja, das ist ganz alle vor mir. Ich habe die letzte Prüfung bestanden. Ich habe jedenfalls das Gefühl, dass dies die letzte war. Um einen Weg weiter zu gehen. Irgendwo im Wolkenort scheint es einen Stein in Form eines Auges zu gehen, der in der Statue eines Vogels steckt. Oh, cool, dankeschön. Viel Glück, Mann. Ist er endlich mal zu was zu gebrauchen, ey. Alter Schwede. Aber ich finde natürlich auch cool. Ich glaube, das ist das erste Mal im Spiel überhaupt, dass Fei keinen Hinweis darauf gibt, auch mit der Aurasuche. Weil eigentlich wir anderen Gegenstände bereits. Warum nicht die Aurasuche dafür nutzen? Aber das finde ich jetzt wirklich mal cool, weil wir haben nicht jemanden an der Hand geführt und so, sondern das Spiel sagt einem, hey, guck doch mal nach. Hast du es schon mal irgendwo gesehen? Und falls du es nicht findest, hey, es gibt Personen im Spiel, die geben einen Hinweis. Zuerst mal der Direktor. Der sagt, ja, gehen wir zum Wahrsager. Und der Wahrsager, oh, natürlich, ich kann es vorhersehen. Und ja, natürlich ist die Rede da von der Statue. Die kennen wir von Anfang an vom Spiel. Und die hat eben nur ein Auge. Aber eben, für das zweite Auge muss ich so ein... Ups. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Muss er so einen Aufriss betreiben, das zweite Auge, für die zweite Insignie. Und die erste steckt einfach da so blöd drin. Bye bye. Da fühlt man sich ja auch ein bisschen verarscht. So, Freunde. Und endlich kann man mit der Statue interagieren. Wieso gibt es in dem Zeitalter Kanonen? Nicht auch so, hä? Hm. Heilige Scheiße. Gebieter, ich habe das zu berichten. Die Chance, dass sich der Driver in diesem Gebäude befindet, liegt bei 85%. Ey, vorhin waren es noch 90. Und wenn ich den Tod bringe, so schnell du kannst. Entschuldigung da unten. Wollte ich nicht. Hoffe, haben die irgendwelche Helme an oder so. Da weiß nicht überhaupt, ist es. Könnte Eldin sein, wa? Ja, müsste Eldin sein. Oh Mann, ey. So, ich weiß nicht. Hat jemand das gesehen? Nö, ich nicht. Alter. Der Witz an der Sache ist ja auch, wir haben jetzt gesehen, wenn wir zum Beispiel hier runterfahren, gibt es aber solche, die Wolkenhorn-Polizei oder wie auch immer, die können problemlos da landen. Wir können es natürlich nicht, weil wir, sobald wir eigentlich hier unterspringen, ja wieder in der Open World sind, aber, oder Open Sky besser gesagt. Man könnte doch jetzt einfach jeder da reingehen. Also ganz ehrlich, ey, wir machen uns die ganze Arbeit, müssen hier uns sogar noch so durchangeln. Jeder andere Typ könnte einfach so da reingehen. Weil er halt einen Wolkenvogel hat. Naja, aber ansonsten natürlich ein cooler Tempel. Das natürlich direkt hier ist, vor unserer Nase. Wir hätten eigentlich schon das ganze Spiel über da reingekonnt. Also rein theoretisch zumindest. Ist natürlich schon nicht schlecht. So, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier runterfall? Pass ein bisschen besser auf, Mann!
Hä? Hey Typi, hier ist ein neuer Eingang. Noch nicht gesehen? Keiner wundert sich. Okay, gut. So, Freunde. Die Zeit ist reif. Für das Triforce. Der letzte Tempel des Spiels. Turm des Himmels. Ja, stimmt, das ist kein Tempel, das ist eigentlich ein Turm. Wenn man mir richtig geschickt anstellt, können wir sogar in der Folge noch durchkommen. Ist wirklich nicht groß, aber muss auch nicht, weil ganz ehrlich, wir haben schon so viele Prüfungen gemacht. Guck mal, doch, das haben wir hier immer noch in Sinnenreife, wo wir es eigentlich schon eingesetzt haben. Krass ist auch hier, ich sehe wie so Bernsteinfarben ähnlich und draußen an der Statue ist es richtig rötlich gewesen. So, was haben wir da Schönes? Ah, das Ganze in HD natürlich noch viel geiler. So, ist die Frage, Karte? Die Dungeon-Karte, so. Ja, könnt hinkommen. Gebieter, ich hatte was zu berichten. In diesem Gebäude befinden sich die 3 Quellen heiliger Energie, die 3 Fragmente des Triforce. Ich habe die Orte, in denen ich ihre Kraft verspüre und auf der Karte mit einem Dreieck markiert. Genau. Ich glaube mich zu erinnern, ich habe damals versucht, auch in der Karte, quasi alles perfekt anzuordnen. Was gar nicht geht. Also wir müssen schon die Dinge anordnen, dass wir halt reinkommen. Dann schon, um teilweise halt noch Schlüssel zu holen und so. Oder eben auch für die Triforce-Dinger, aber... Ja, natürlich das Ganze so anzuordnen, dass du in alle Räume perfekt rein kannst, geht glaube ich gar nicht. Gebieter, ich hatte schon wieder was zu berichten. Außerdem ein tönende Geräusch schließlich, dass sich der Aufbau des Gebäudes verändert hat. Und diese Veränderung ist nur möglich, den eingrenzenden Raum zu betreten. Da sind noch eine Vogelstatue. Ich glaube, das Problem ist, weswegen es gar nicht möglich ist, alles miteinander zu verbinden, logischerweise ist, weil ich den nicht bewegen kann. Den Eingang. Ich kann hier ein bisschen hin und her schauen, aber es bringt nicht viel. Ich kann den noch darüber packen. Also quasi so machen. Aber hier hört es schon wieder auf. Ich meine, was soll ich jetzt da, wie kriege ich die jetzt darüber und so, also so geht es schon mal wieder nicht mehr. Ja, ich kriege auch den hier gar nicht raus. Ich kann ihn nur so schieben. Ich glaube, das ist sogar so, dass ich ihn nur in dem aktuellen Raum nicht irgendwie schieben kann. Irgendwie so ein bisschen creepy war es doch. Ja, wir sehen sie gleich. Was zum... Falsches Item, deswegen. Geht ja gar nicht. Zumindest noch nicht. It's Beetle Time! Hä?
das irgendwie lösen hier? Ah, jetzt. So. Peitschen-Time oder Wimp oder so, also auf Englisch. Na gut, Link, vielleicht würde er irgendwie schräg. Vielleicht würde er sich irgendwie gerade drehen. Hallo, Link. Dreh dich mal, Kumpel. So. Das müsste eigentlich reichen, auch wenn es noch nicht so aussieht. Einfach scheiße knapp zwar, aber... wollte ich gerade sagen, kannst du bitte auch drehen? Die Viecher, da schieße ich einfach ab. So. Das war deswegen praktisch, weil wir damals noch gar keinen Bogen hatten. Also sprich, statt die Viecher mit den typischen Waffen zu killen oder zu umgehen, können wir hier natürlich auch unsere neuen Waffen einsetzen. Beziehungsweise Items. Okay, ihr habt da Bomben, das gefällt mir gar nicht. Hier ganz kurz ein kleines Break. Also, verstehe. Ich sollte darüber, geht aber nicht, weil mich die Viecher da abschießen würden. Ich mache hier ein paar Bomben. Wow. You spin me right round, baby, right round. Und tschüss! Gereicht, krass. Hätte schwören können, das reicht nicht, weil ich irgendwie zu hoch war. Stattdessen den Käfer zerstört habe. Und dann auch noch zerlegt oder den noch nicht? Doch! Der ist auch futsch. Also muss schon immer wieder zugeben aufs Neue. Link ist schon mutig, alter Schwede. Sowas würde ich mich jetzt nicht getrauen. Ah, spielt keine Rolle. So. Ja. Die war zu Beginn doch ein bisschen sehr, sag jetzt mal, optimistisch, aber es wird natürlich noch nicht ganz reichen. Also quasi, wenn es um die Folge geht, war quasi zu sagen, nee, in der Folge bin ich durch und so. Quatsch, mit so ist natürlich nicht. Das wird noch 1, 2 Folgen länger dauern. Ja, man direkt speichern war. So, mal gucken, was im nächsten Raum so abgeht, was wir danach alles machen müssen. Okay, ab nach Ranel. Oh, Zeit ging mir schon wieder. Schätz mal. Ja, ich schätze mal richtig. So, wenn wir das Timing ein bisschen trainieren. Wenn wir vor allem auf einen Endboss-Kampf wieder brauchen. Ah, jetzt kommt der Quatsch schon wieder. So. Hätten wir das auch? Was, muss ich irgendwie hier hinlegen vielleicht? Link, muss schon richtig springen, Kumpel. Link! Halt da. Kuckuck. Kann er da.
Zack. So. Sag mal. Mach ein bisschen hin, Link. Ja gut, will sogar nichts insofern. Einmal quer durch den Tempel. Okay, eben da ist wieder so ein Schieberätsel. Schieberätselspaß quasi. Der ist, damit das Teil wieder rüberkommt, alles klar. Okay, aber ich muss erstmal da durch. Was ist denn da unten los? Ah, ein paar Gegner. Ja gut, die gibt's halt, war ab und zu. Ein paar Gegner ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Was ich aber versuchen könnte, was mir irgendwie, denke vielleicht noch irgendwie lustig sein könnte, wenn ich versuche, die Räume so anzuordnen, dass ich trotzdem alle 3 Triforce-Dinger auf einmal holen könnte. Das könnte vielleicht sogar klappen. Sag mal. Ah, okay. Ah. Das macht natürlich Sinn. Das ja auch. Sorry. Ups. Nervöser Finger, Freunde. Nervöser Finger. Ich hoffe, das letzte Mal noch vor dem Endboss. Das wäre sonst ein bisschen unpraktisch. So. So halt hoffentlich. Ich glaube einfach, damit der direkt hier rankommt, oder? Ah. Hä? Okay. Seltsam. Das gleiche Spielchen wieder. So, dann mal Peitschen-Time. Da gehe ich direkt mal... Ups. Sorry. Weg stimmt schon. Dann gehe ich direkt mal wieder auf den Bogen. Das haben wir auch viel zu selten gemacht, die Typen so platt machen. Aber für was kann ich's ja? Ah, muss dann alle treffen, wa? Haben gerade gefragt, hä, warum muss ich überhaupt wieder zurückdrehen? Ja, deswegen. Aber keine bestimmte Reihenfolge, oder? Mann! Der Blasebalg. Und... Sage uns. Ich frage mich ja, wer hat in der Zeit überhaupt diese Dinger zurückgelegt? Also zurückgelegt. Wer hat in der Zeit natürlich diesen scheiß Maschendrahtzaun hingeklappt? Das würde ich gerne mal wissen. So, Freunde. Damit haben wir auch schon 2 Räume gemacht in der Folge. Heißt, eigentlich müssten wir doch den Rest irgendwie auch noch gut hinkriegen. Hier die Triforce-Dinger. Ja, das geht so natürlich nicht.
Theoretisch kriege ich es hin, dass zu einem Triforce komme. Vielleicht sogar zu zweien, warte mal. Ne, dann kriege ich den wieder nicht rein. Zum Zurückgehen vielleicht, statt dass ich den hier, den Anfangsraum hier hinklatsche, kommt ein anderer Raum dahin. Vielleicht sogar der da. Und dann können wir theoretisch einen Triforce holen. Oder ich mache es so. Und so, das Triforce kriege ich jetzt gar nicht hin. So, hat so ein bisschen was getan, wa? Ne, das sind ja die Räume, die wir eigentlich so weiter schon mal gemacht haben. Da ist von dem her immer gut. Aber mit dem X weiß ich also, wo ich was verschieben kann, ne? Generell den in der Mitte zu haben, ist, glaube ich, nie verkehrt. Ihr braucht aber einen anderen in der Mitte, glaube ich. Ich glaube, der hier in der Mitte wäre besser. Wenn ich den Raum in der Mitte habe oder irgendwie einen Raum in der Mitte, wo ich in alle drei Himmelsrichtungen kann. Aber wir haben halt den Raum mit unten und oben, wo ich was steuern kann. Den hier mit oben und rechts. Den hier mit unten und links. Und den hier. Ja, okay. Genau, man sieht auch jetzt komme ich hier nicht mehr durch, weil es einfach nicht mehr durch ist, weil ich hier natürlich zugebaut habe. Ich muss wieder den Weg zurückgehen. Dafür haben wir ja unser Ding wiederum. Beziehungsweise kann ich einfach hier die Abkürzung nehmen, wa? Genau. Damit wäre der Raum soweit auch clean, Freunde. Kann sich hier abspeichern, perfekt. Dann sage ich mal an der Stelle wieder vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zurück bei Legend of Zelda Skyward Sword HD. Ob wir schon alle Triforce, die restlichen Dinger hinkriegen, mal gucken, aber ich denke maximal 2 Folgen müssen wir es hinkriegen. Ist der Tempel hier, der Turm des Himmels auch durch. Dann geht es spaßig weiter. Im Kampf gegen den Todbringer, die Befreiung von Zelda. Bis dahin, ciao zusammen!